Es zog mich mal wieder auf einen Jakobsweg und so habe ich meinen Rucksack gepackt und fliege nach Valencia, um den Camino Santiago de Levante zu laufen. Der Camino de Levante ist ein spanischer Jakobsweg. Er führt über 820 Kilometer von Valencia nach Zamora. Ab Zamora kann man der Via de la Plata folgen und über den Camino Frances oder den Camino San Andrés nach Santiago de Compostela laufen. Dieser Camino war schon letztes Jahr geplant, doch Angst vor Corona und Quarantänebestimmungen durchkreuzten meine Pläne. Erst jetzt nach meiner Impfung fühle ich mich dem Virus gewachsen. Nach einem spektakulären Flug über Valencia geht es zuerst zu meiner Unterkunft. Der Flughafen ist an das Metronetz angeschlossen und nach 20 Minuten U-Bahn-Fahrt bin ich schon im Zentrum. Ich bin zum ersten Mal in Valencia, ich möchte mir die Stadt anschauen und habe mir ein Zimmer für 2 Nächte gebucht. Es ist sehr heiß und es zieht mich zuerst an den Strand, nicht zum Schwimmen, nur zum Gucken. Mit der U-Bahn und Straßenbahn bin ich in einer halben Stunde am Mittelmeer. Zu Fuß geht es zurück ins Zentrum, vorbei am Hafen. Der Hafen von Valencia ist der zweitgrößte im Mittelmeerraum. Weiter geht es durch die Stadt der Künste und Wissenschaften. Da sind mehrere beeindruckende Gebäude, die ab 1994 gebaut wurden. Die Blaue Agora ist eine Veranstaltungshalle, links das Wissenschaftsmuseum, dann folgen rechts das IMAX-Kino und links die Oper. Die Stadt der Künste und Wissenschaften befindet sich im Turia Park, einem 8 Kilometer langen, schmalen Park, der in einem trockengelegten Flussbett das Zentrum von Valencia halbkreisförmig umrundet. Vom Verein der Pilgerfreunde Valencia weiß ich, dass Pilger in der Iglesia de San Juan del Hospital nach der 19 Uhr Messe den Pilgersegen bekommen können. Ich bin zwar kein regelmäßiger Kirchgänger, aber so ein Pilgersegen kann sicherlich nicht schaden. So bin ich pünktlich zur Stelle. Der Priester hält in der schönen gotischen Kirche etwas lustlos die Messe ab und verschwindet danach sofort in der Sakristei. Ohne Pilgersegen streife ich dann weiter durch die Straßen von Valencia und bin gegen 22 Uhr im Hotel. Am nächsten Morgen geht es in der Frühe mit der U-Bahn zuerst zum Hauptbahnhof, der Estacio del Nord. Der Bahnhof heißt übersetzt Nordbahnhof, obwohl er südlich des Zentrums liegt, denn er wurde nach der früheren Eisenbahnbetreibergesellschaft benannt. Der Nordbahnhof hat eine wunderschöne Eingangshalle im Jugendstil, dem valencianischen Modernismus. Direkt neben dem Bahnhof befindet sich die Stierkampf-Arena mit 12.000 Sitzplätzen. Weiter geht es zum Rathausplatz. Der Metallturm auf der Hauptpost war früher ein Funkturm. An der Nordseite des Postgebäudes befinden sich 2 Briefkästen, bei denen man die Post in Löwenmäuler wirft. Rechts für Sendungen innerhalb Spaniens und links für Auslandspost. Am Rathaus wurde der Balkon nachträglich angebracht, angeblich damit Diktator Franco von hier aus seine Reden an das valencianische Volk halten konnte.
Zwischen der Seidenbörse und dem Mercat Central, dem Zentralmarkt, wird emsig gebaut. Der Zentralmarkt besteht aus der eigentlichen Markthalle mit großer Kuppel und der kleineren Fischhalle, die vermutlich wegen des Geruchs von der Haupthalle abgetrennt ist. Gegenüber der Markthalle befindet sich die Seidenbörse. Hier wurde früher unter anderem Seide gehandelt. Der Verhandlungssaal beeindruckt durch die spiralförmigen Säulen und das gotische Deckengewölbe. Im anschließenden Meereskonsulat läuft eine Doku über die Geschichte der Seidenbörse. Sie ist mit einem deutschen Weihnachtslied untermalt. Und bei der Seidenbörse kann ich das schmalste Haus Valencias bestaunen. Eine Straße weiter steht das Keramikmuseum mit seiner gruseligen Barockfassade. Nun aber zur Kathedrale. Die Plaza de la Reina vor der Kathedrale ist gerade eine Baustelle. Die Kathedrale hat 3 Portale, ein barockes, ein romanisches und ein gotisches. An diesem gotischen Portal beginnt der Camino de Levante. Ich kann hier jedoch keine Wegmarkierung finden. Hinter der Kathedrale befindet sich eine barocke Basilika, in der fast stündlich Gottesdienste abgehalten werden. Weiter geht es über die Plaza de la Mare del Déu zu den Torres del Serrans, einem wuchtigen Stadttor aus dem 14. Jahrhundert. Um kurz nach 10:30 sind es schon 29 Grad. Ich sehe mich schon morgen auf dem Camino de Levante schwitzen. Der Mercado de Colón wurde im Westen von Valencia zusätzlich zum Zentralmarkt gebaut, da der alte Markt für die neuen Stadtviertel zu weit entfernt war. Das Jugendstilgebäude wird nicht mehr als Markt benutzt, heute gibt es hier Bars und Restaurants. Um 12 Uhr ist es Zeit für eine kleine Stärkung. Ich beschließe schon heute ein kurzes Stück des Camino de Levante zu laufen und dann morgen früh den Weg fortzusetzen. So erspare ich mir morgen den Umweg über das Stadtzentrum. Der Camino startet an der Kathedrale. Die ersten Wegmarkierungen finde ich jedoch erst nach 300 Metern. Ich laufe 2,5 Kilometer bis zum Büro des Vereins der Freunde des Camino de Levante. Das Büro hat heute geschlossen, ich habe aber schon per E-Mail Informationen zum Camino de Levante erhalten. Mir fällt ein, dass ich noch keinen Stempel für mein Kredenzial, meinen Pilgerpass habe. Vielleicht kann ich in der Kathedrale einen Stempel bekommen. Ich versuche es aber zuerst in der Iglesia de San Juan del Hospital, wo ich gestern keinen Pilgersegen bekommen habe. Die Kirche war im 13. Jahrhundert die erste Pilgerherberge in Valencia und da bietet es sich doch an, sich dort den ersten Stempel geben zu lassen.
Es gibt hier ein kleines Museum und die Kassiererin schickt mich in ein Büro, wo ich von einem Priester meinen Stempel bekomme. Dann wünscht er mir Buen Viaje, eine gute Reise, und das kommt aus dem Mund eines Priesters einem Pilgersegen wahrscheinlich ziemlich nahe. Und so kann ich morgen früh voller Zuversicht meinen Camino de Levante beginnen.